Dann schauen wir mal, was die sagt. Entweder kann ich es überzeugen, oder ich treibe es einfach mit dem Viehtreiber. War das ein Herr oder eine Dame? Ich weiß gar nicht mehr. Und die haut da raus. Fleisch sein oder nicht sein? Das ist die Frage. Hallo. St. Clair der Dritte oder was? Moment. Der war der Müllcontainer. Der Sommermeister, möchtest du gefressen werden? Bleib mir da. Keinen Schritt näher. Wer sind Sie und was wollen Sie? Niederschlagen. Tatsächlich? Worüber? So offensichtlich, was? Ja, ich bin nicht aus der Gegend. Aber da, wo ich herkomme, wollen sie mich nicht. Also passt das schon. Mit meinem Ruf gibt es nicht viele Orte, an denen ich willkommen bin. Meine eigene Familie hat mich verstoßen. Die hat eine Menge Einfluss. Das ist mein Kumpel. Wie schaut denn aus mit der Feinschmeckergesellschaft? Da darf da nicht passen. Von denen habe ich schon gehört. Ultralux, richtig? Ja, das wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Aber die würden mich nie nehmen. Ja? Okay, vielleicht mache ich das. Verdammt, alles ist besser als das hier. Danke. Und er wurde ein Steak, der gute Mo. Dann wollte mal zurückkehren. Oh Gott, der hat wieder Waffen ablegen. Ja gut, dann haben wir diesen Deppen verfuttert. Ist ja wurscht. Leid heftig. Noch mehr nicht noch zum Strip. Zum Michael Angelo Vodiano. Danke für Ihren Besuch in New Vegas. Bei der Ultralux war nächste Station. Aber dann meine Homos, oder? Mit der Fleischnummer. Verzeihen Sie, aber dürfte ich... Ja, Kumpel, war schon. Meine Au... War mir ein War mir ein Vergnügen, mir nicht. Und, ist Gunnar sonst? Wissen Sie, wenn Sie wüssten, was Sie tun, könnte ich seit Stunden hier raus sein. Hey Mann, ich weiß immer, was ich tue. Meistens dauert's gerade. Also, warte mal, da habe ich die Schnauze voll. Mit einer Fleischnummer. Gibt es etwas zu unserer Übereinkunft zu sagen? Er kommt aus freien Stücken. Sie arbeiten aber wirklich sehr professionell. Nun, er wird sicher der Höhepunkt unseres nächsten Banketts. Sie haben gut daran getan, diese Angelegenheit diskret zu behandeln. Ich weiß das zu schätzen. Ich werde Sie mit Sicherheit lobend erwähnen. Ich hoffe, Sie verstehen, wie vorteilhaft das für Ihre Stellung in der Gesellschaft sein wird.
Wir werden es nach dem Bankett heute Abend um 19 Uhr wissen. Nachdem alle gegessen haben, werde ich Ihnen sagen, was Sie da gegessen haben. Auf diese Weise haben alle das gleiche dumme Tabu gebrochen. Sie werden es sich überlegen müssen, sogar Marjorie. Bei ihr geht es sowieso immer nur ums Image. Sie muss einfach einsehen, dass der einzige Unterschied zwischen wild und kultiviert in der Würze liegt. In der Würze. Leben Sie wohl. Aber Mortimer, nicht meine Würze. Mir ist die wurscht. Also, Baum, die Mission habe ich. Das soll mir recht sein. Das bedeutet, da muss ich nur mal hin, oder? Hätte ich gesagt. So, pass auf, meine Waffeneinrichtungsnummer. Zum 1000. Mal. Pass auf die 5 nehmen wir mal Dienstgewehr. Den auf die 6. Den auf die 1. Und das auf die 3. Passt das dann? Passt. Jetzt weiß ich schon auswendig, gell? Wie langsam. Michelangelo. Meine Belohnung möchte ich haben. Gute Frau, wie schaut denn aus? Ist der Chef daheim? Schauen Sie sich die Sehenswürdigkeiten an. Ich hab die Arbeit da nicht. Oh, Michelangelo. Ah, der tapfere Fotograf kehrt zurück. Schön, Sie zu sehen. Bruder, dort frische Bettel. Oh, das ist wunderbar. Genau, was ich brauche. Danke für Ihren Mut. Hier, eine kleine Entschädigung für Ihre Arbeit. Sie haben sie sich redlich verdient. Jetzt kann ich dank Ihnen mein Meisterwerk endlich der Welt vorstellen. Schauen Sie doch mal wieder vorbei. Na, mal vorbeischauen, kannst vergessen. Hallo. Okay, Leute. Ich werde mich so, bevor wir Pause machen, schauen wir noch in den Wald. Und zwar marschiere ich da in den Wald 3. Was sagt ihr dazu? Vom Hotel aus, Tommy. Mal schauen, was es da gibt. Und ich würde sagen, in der nächsten Aufnahme machen wir dann die Nummer mit der stellenden Bruderschaft. Der Mann wird bleihaltig. Volt Nummer 3, da drüben. Wird der bleihaltig? Unhold. Aha. Nicht bleihaltig. Hey, du Unhold, geh mal da. Du schaust dir wohl gerne selbst Dann beim putze dich her. Bluten Du blöde Kuh. Facelifting. Er braucht nur Facelifting. Eine Sadistenrüstung. Ich glaube, die steht mir auch, oder? Bin Obersadistin. Volt 3 befindet sich mir ja da hinten. Da drin. Und zum Ballern kommen sie nicht.
So wie du Dreck an mich. Komm her, einer. Ohne Bein nimmt das genauso gut. Volt 3, da drin. Der Osteingang, aha. Und Volt 3, wo bist denn? Ja gut, wo soll er sein? Irgendwo unter mir. Oh Scheiße, was ist da los? Schwein, draußen bleiben. Schaust dir wohl gerne selbst beim Bluten zu. Baby, warte mal. Du schaust dir wohl gerne selbst zu. Komm, die erste Flinte. Du schaust Jetzt 3 durch. Und wir morgen noch. Ja, der Kruzifix, schon wie das ausschaut. Kaliber 20, hab ich gar nicht. Ja Mann, ich kann das zusammensuchen. Ja, und halt. Der Granate billig. Genau, Papierstück. Dann springt er. Volle Freude. Volt Nummer 3. Jawohl. Ja, ich sag mal, so wie es ausschaut. Hausen die da unten. Was zum Teufel willst du hier? Bist du irgendwie lebensmüde, du Arschloch? Bin ich lebensmüde? Letzte Warnung, Arschloch. Mach einen Abflug oder wir reißen dir den Arsch auf. Bei deinem Schmankerl. Ja, dann sag das doch gleich. Scheiße nochmal. Yep, kannst beim Boss abliefern. Geht klar. Motorrunner ist unten im Wartungsflügel. Durch die Tür hinter mir, den Gang entlang und rechts die Treppe runter. Da kommt einer von den Kahnen, um den Boss zu sprechen. Nicht auf ihn schießen. Der Motorrunner. Das haben wir den Namen hab ich schon mal gehört. War das nicht ein Kopfgeld? Kann das sein? Casino? Nein. Big Sale? Der ist zu Hause. Giftproben? Letztes Band. Letzte Nachricht. Falls du mich schlägst. Wenn du das hörst, hast du mich mit Worten oder im Kampf besiegt. Diese Der Motorrunner.
Alter, da ist er. Ein Kopfgeld. Bumm, den Knall ab. Ich krieg das Zittern. Ich Ja, brauche ich was das für die Zittern. Nerven. Werd gleich sehen, wenn ich losleg. Und wo geht's zu diesem Motorrunner? Komm, wie schaut denn aus? Muss mir ein paar Drogen. Der Motorrunner da oben. Verdammt, ich brauche einen Schuss. Mir geht's genauso. Psycho gestern Nacht wieder heißen Scheiße, Schritt. ich muss einen Schuss finden. Bei der da oben ist ein Heimkino. Also so, wenn ich loslege, da wird kreidelig. Da sind Feinde über Feinde. Noch härtere Securitrons? Scheiße. Jetzt machen wir lieber mal einen ganz großen Bogen um den Strip. Der Wartungsflügel. Geht der da unten? Hallo Motorrunner. Wieder durch. Aha. Knochenkau. Ich hatte nicht so schnell mit Nachschub gerechnet. Haben Sie etwas aus Red Rock Canyon, das Sie mir verkaufen wollen? Es ist wohl kein Geheimnis. Ja, die Bewohner der Vault sind alle tot. Wir haben sie umgebracht. Und wissen Sie was? Die haben uns einfach reingelassen. Wir mussten nicht die Türen aufbrechen oder sowas. Wir brauchten einen Ort, an dem wir uns niederlassen konnten. Ich hatte Probleme damit, meine Leute aus Westside rauszuhalten. Ich versuche, meine Leute aus Westside rauszuhalten und mit den Kahnen auszukommen, die dort tätig sind. Und dann ist da noch fieser Dreckskerl. Diesem Drecksmutanten geht man besser aus dem Weg. Wenn meine Leute einen Schlafplatz haben, bleiben sie eher aus Westside raus. Ich zahle 20 Kronkorken für jede Einheit Jet, Psycho oder Buffout. Ja, erzählt das, trifft dich ganz gut. Okay. Haben Sie sonst noch was? Das Angebot steht. Ich zahle... Haben wir nichts mehr? Scheiße. Ich bin nicht hier, um... Haben Sie zu kümmern, das sag ich nicht. Sonst dreht er durch. Tschüss. Weiter, mit der Motorrunner. Verdammt, ich brauche einen Schuss. Da wird wahrscheinlich gleich die Post abgehen. Das bedeutet, ich bereite mich ein bisschen vor. Weiter, da stehen sie auch. Freunde, die Splittermine gewillig. Denn wenn die kommen, dann rumpelt's. Wo sucht ihr? Jammert ihr? Holt die darf nicht, oder? Die Kahne sind weg. Ich Paul. frag mich, ob der Kram wohl noch da ist, mit dem sie unsere Drogen hergestellt haben. Gleich fliegt er sich um die Hand und Tipp. Okay, Ladies. Das hat man jetzt gehört, der bleibt jetzt dort. Ich dachte, ich kommen. Warum haben wir gespeichert? Nicht dieser Billig. Damit der Motorrunner.
Und fußt mal um. Oh, jetzt geht's ab. Komm, das war der Motorrunner. Oh, jetzt geht's rum. Mist, das wird stinken. Mist, das wird stinken. Oder hätte. Warte mal. Ich hatte nicht so schnell mit Nachschub. Hätte ich Robin plaudert. Sie? Sich um mich kümmern? Da braucht es schon ein ganz anderes Kaliber. An was hatten Sie denn gedacht? Nun ja, das kommt wohl darauf an, wer bezahlt. Pass auf. Okay, wir sind im Geschäft. Reden wir über den Preis. Ein Beweis meines Todes kostet Sie 200 Kronkorken. Ein Beweis. Okay. Nehmen Sie meinen Helm und bringen Sie ihn der RNK. Das sollte als Beweis genügen. Deswegen sind wir aber noch lange keine Freunde. Wir bieten keine Schutzdienste, nicht meine Branche. Wenn Sie sich also beim Weg nach draußen umlegen lassen, ist das Ihr Problem. Also, bumm, das Problem haben wir gelöst. So gut. Ist ein bisschen einfacher gegangen. Aber meine Minen möchte wieder um. Hey, ich kann nicht mal mit durchballern. Und was habt ihr erinnert? Wenn es so ist. Overall. Ja, Dietrich und du. So, da ab, jetzt bekomme ich wieder aus hier. War das der Weg? Nicht, oder? Da ist auch zu. Oh Scheiße, eine bin ich schon gemacht. Wohnquartiere. Interessiert mich gar nicht. Was gibt's denn da so dumm zu glotzen? Ich schaue dich an. Dann geh doch weiter. Verdammt, ich Hey, brauch die einen Ladies, Schuss. nicht streiten, gell? Da misch ich mit. Bin ich von da gekommen? Nein. Aber Teamback, jawohl. Ich muss mir ein paar Drogen holen. Ja, ich auch. Muss den Boss bald mal wegen einem Schuss anhauen. Motorrunner meinte zu mir, dass er auf dem Weg zurück wohl auch hier bei den Kahnen abholen. Schaut er besser aus? Nein. Oh Gott. Hier, Depper, die Volt. Wo ist mein Garten? Aus die Kimi. Wie komme ich aus? Da muss ich durch die da.
Wie komme ich zu der Tür? So rundum. Wo bin ich?